Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats und ich will heute ein Thema aufgreifen, was ich schon ein Teilweise erklärt habe. Aber ich will das hier einen Schritt mehr weit gehen. Verschiedene Themen brauchen mehr wie ein Kusch, aber vielleicht ist es auch ganz gut, das heute noch einmal aufzubringen. Und zwar geht es mal um das Thema Meditation. Das heißt, ja, natürlich schon über Meditation gesprochen. Ich werde auch wahrscheinlich nach ein paar Mal zu dem Thema Meditation etwas sagen, weil da so viele verschiedene Aspekte gehen. Und ich will das die Sache ein bisschen anzupacken, für ein weiter Facette zu dem Thema zu sagen. Und zwar war die letzte Rencontre, die ich mal mit irgendeinem hatte, von wegen, den will gerne wissen, wen er seinem Leben führen soll, fahren, etc. Und ich habe gesprochen, ob er da meditiert. Und die Reaktion war folgende: müssen, natürlich, da kannst du auch schon ein bisschen von meinem nächsten Text, ja, ich habe keine Zeit für zu meditieren, weil, ja, dann ist meine Familie da, da kann ich schon mal meditieren, wenn die nicht gerade da sind, ja, ich kann schon raus in der Natur gehen, aber ich schon nicht so mit der Natur, bla, 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 bla. Und da habe ich mir mal den Gedanken gefasst, von wegen, was das eigentlich per se mit dem Gedanken von der Meditation abzuschütten. Also wie gesagt, nach aufgesehen von ganz anderen Aspekten von der Meditation, auf die ich später hier wieder gehen, weil ich das selber im Gang eine komplett andere Rolle kennenzulernen. Aus dem Punkt in heute geht es Meditation um sich oder um den Aspekt von einem meditativen Zustand. Ein meditativen Zustand, den kann ihn überall erreichen. Natürlich, dafür kann ich mal kurz darüber ab, was es mit dem Wort auf sich hat. An dem Wort Meditation als Medi mit dran. Also an Sänger mitzusehen, während den etwas möchte. Und dafür muss ich sich nicht ins Fouché setzen und wie ich so schön besser meditieren, als sich hinsetzen und nichts tun. Und das ist ein bisschen der Punkt in der Geschichte. Das heißt, das sind ganz viele Leute, die sich die Decision holen, für sich ins Fouché zu sitzen und dann wirklich konzentriert zu meditieren. Und das heißt, was geschieht, ist, dass sie sich von allem genau aus der Mitte rausholen lassen. Andere Leute, die stellen fest, dass sie vielleicht schon ganz oft an ihrem Leben, ohne dass sie irgendwo bewusst an die Richtung gezogen haben, meditativ Zustände erreicht haben. Von den Aspekten, den wahrscheinlich den anderen kennt, die gerne Auto fährt, die kennt das, kommt den an den Auto, möchte vielleicht eine Musik hören, und fährt den, und weiß ich gar nicht, wie von einem Punkt auf den anderen kommen ist. Und das ist von sich, weil in dem Moment vollkommen an dem Fahren Ansänger mit ist und du dich eigentlich gar nicht mehr mitkriegst, was rundherum lässt. Das heißt, als inner Bewusstsein kriegt er schon mit, also mehr reagiere schon auf die Sachen. Das ist nicht so, dass ihr seht, dass das so absolut gefährlich Statuten zu machen. Und ich habe das Gefühl, dass in den meditativen Zustand über den Straße vielleicht wesentlich mehr eine Reaktionsfähigkeit hat, weil er die Gefahrenmomente also zack heraushält, wie ein, den sich auf alle Sachen konzentriert, dadurch alle Momente ein Gefahrenmoment aufwärts oder erwartet und dadurch gar nicht mitkriegt, wo Gefahr wirklich kommt. Während in den meditativen Zustand wird, in dem sein Bewusstsein fällt, als viel mehr nur alle Seiten ab und dadurch kriegt er viel mehr die Nuance mit, eigentlich unbewusst mit, weil er sein Innerbewusstsein also mit an Spiel hält, für den Moment die Aspekte mitzukriegen. Also ein meditativen Zustand kann überall erreicht gehen. Und ich will das genau für die Leute absetzen, die ein bisschen an die Richtung geraten sind, an die Info zu viel aufkriegen und die ganz viel auf den Dingen an, also heutiger New Age Esoterik hat. Der berühmte Punkt wird zu sagen, ja, eine Meditation, also ich dann eine Meditation, wenn du 2 Stunden durchmeditiert hast, war möglich nur der und der Technik, die komischerweise 90% von der Zeit indisch ist. Also wir haben hier eine ziemliche Tendenz, indisch Aufschluss zu haben, buddhistisch an indisch Aufschluss zu haben, an eigentlich erstens einmal als Gegenden Hai, genauso gut wie andere fernöstliche Richtungen, ziemlich weit aus der Face zu lassen. Vielleicht noch so ein bisschen japanisch von so einer Richtung, wo Reiki geht, aber das sind wir einfach schon dran durch. Das wird noch Themen sehen, die schon aus der Zeit kommen, mit das wird ein ganz anderer Grund. Wenn irgendwie probiert es zu erklären,
dass meditativen Zustand qualitativ nicht so hoch als wie in den 2 Stunden lang meditiert, da sieht euch bewusst, dass das, was den erzählt, absolute Nonsens ist. Weil wenn der fertig bringt an einem allgemeinen Alltag Sachen zu machen, wo der vollkommen an ihrer Mitte an einem meditativen Zustand sieht, dann wird der Dommerten eine Qualität erreicht, weil die ihren Alltag so mal qualitativ verbessert, während die anderen mussten sich echt mal aufkapseln, für dann meditieren zu können. Ich kann mich erinnern, vor Jahren, wo ich noch gar nicht so sicher an den Sachen war und dann immer so ein bisschen meinen Mund gehalten habe ich in ganz kurzer Zeit 2 Leute mitgemäht. Den einen, der war 3 Jahre in einem Ashram, den er hier herumkam, und der war nicht fähig, alles das, was man an dem Ashram gelehrt hat, irgendwo umzusetzen. Heißt viel zu viel Komödie, ich bin die ganze Zeit gesteuert, ich kann halt nicht meditieren. Und den anderen, die war 3 Monate bei einem indianischen Volk, und nichts von dem, was er da gelehrt hat, konnte man umsetzen. Dann sind erstens so Lehren absolut haben sie keine Konsistenz an die Meditationstechniken, die du gelehrt gesehen, sind insofern nicht konsistent. Von der du auf so einen Platz wird gehen, der zieht der Schenke zurück und sagt, wow, ich will wirklich einfach mal eine Woche lang mich vollkommen darüber konzentrieren, für wirklich mal bei mir umzukommen, für mal zu gucken, was da ist, dann ist das vollkommen okay. Aber wenn ich da die Sache bewusst wird, dass er so, ja, wo ich aber zurück sind an unserem Alltag, da kann ich nicht meditieren. Und lo merke ich recht viel mich schmerzhaft sozusagen, was ich auf der anderen Platz kommt, aber das nicht kommt, da lebt etwas an der Idee falsch. Das klipp klar, das ist ein, wie soll ich sagen, das ist eine Basis, der an sich muss bewusst sein. Ich sehe nie irgendwo hingegangen für so Sachen zu lehren. Mir ist schon gelehrt, mit den Sachen rundherum zu meditieren. Und der ganze Kopf von denen Leuten, alles schön und gut, dass sie sehen, den anderen, den ist wahrscheinlich mal, zurückgezogen und das zum Eremit gehen. Das ist der Punkt. Mir wirklich Meisteren, denen ist das wirklich egal, was rundherum ist. Die gucken, heil zu lehren. Und der Vierteil von ihnen, heil lehren zu meditieren, wo viel mit Komödie ist, dauert vielleicht mehr lang, mit der schafft ein ganz anderes Wurzelwerk, von welchem das erst viel mehr verankert, wie wenn das so, ich kann meine Meditation nehmen an denen Besoin, von denen erfüllt sind, dann ist es keine Meditation. Dann geht er als erstes raus für Besoin zu sichern, die da erfüllen können, eher der kann so, lo kann ich meditieren. Und insofern sind wir dann nicht an einem meditativen Zustand. Für mich gibt es auch einen Witz, den ich extrem flott fand. Und zwar gibt es den Witz von einem Monastär, wo ein Mönch einem anderen Mönch begegnet, an den Mönch, den man sieht, wie 7D schreien, an den haben das gerade gut gelernt. Und da sieht den Mönch zu dem anderen, was das dann der geschieht, du musst so ein granzig Gesicht. Ja, seht dann, ich schon als ein Abt gefragt, ob ich während Spielen, ob ich da filmen darf. Und hat immer nie gesagt. Sagt dann, ja, ich hatte ein ähnlich vor. Ich habe mich das dort noch gefragt. Der hat nicht erlaubt. Sagt den anderen Mensch. Ich habe den Abt gefragt, ob ich auch kapierte, während ich filmen. Und du hättest ja gesagt. Das heißt, der Punkt in der Geschichte ist, wenn für erst Meditation nicht mehr etwas ist, was ihr könnt machen, wenn da so mal alles aufgeschlossen hat, wenn der mit dem Hund spazieren fährt, Wäsche angemäht hat, Gluten ausgemäht hat und das oder so, und lo ich mal 5 Minuten für zu meditieren, dann ist das alles schön und gut. Mehr um sich zu üben, den meditativen Zustand zu erreichen, während er mit dem Hund rausgeht, während er Wäsche anmacht. Das ist die Lichtnuance, die vielleicht den wirklichen meditativen Zustand ausmacht. Der könnt lernen, immer an ihrer Mitte zu sein. Und nicht für dich eine Situation zu erschaffen, von der so lo kann ich an meiner Mitte sein. Weil du mit den schränkt der Regisseur selber. Also ein bisschen ein Unterschied zwischen einem meditativen Zustand, den in allen Momenten anwählen. Meditation als ein Zustand, das ist nicht
eng Aktion sozusagen. Oder dass hier geht also okay, ich brauche dat und da kann ich recht. Dann macht er von Äußerlichkeiten von ihrem Bausen macht er aufhängig. Das heißt nicht, dass das nicht einzeln von Zeit zu Zeit macht. Aber wie gesagt, das ist einfach der Punkt von wegen, sich davon vielleicht nicht aufhängig machen sollten. Ich hoffe, dass du dem einen den anderen mal etwas Kleines macht auf der Weg. Vielleicht probiert den nächsten Jahr, ich weiß nicht, wann ein Spul erraumt oder wann ein Wäsche abhängt, dann mal komplett an einen meditativen Zustand zu machen. Und sich davon zu lesen, dass das muss 9 Uhr abends sehen, wenn die Kamera im Bett liegt, so an der Richtung. Es gibt am Taoismus ein schönes Sprachwort. Wenn der Tee drängt, dann trinkt nicht mehr Tee. Vielleicht ist das der nächste Versuch, den der startet. Musst du noch keinen Tee sehen, kein Kaffee sehen, kein Wasser sehen. Mir einfach mal darüber zu urstellen. In dem Moment, wo du etwas macht, zu probieren, an der mit zu sehen. An der Stelle fest, dass ich überall an immer meditieren kann. An dem Sinn wie immer, vielmals merci für das Nachlustern. Schöne Morgen, schöne Mittag und eine gute Nacht.